Kapitel 8 Verbrochene brillengläser. Stel je voor, du hadst dir aus enchantene Brille abgesagt en die niemands aufgenommen. Die Welt zoals du dir sitzt, es bleib, zum Beispiel. Aber dat parat die nicht, dat die ganze Welt ein Bett bleib ist. Dat fällt sich sogar normal, und du glaubst, jeder einer zittert, krieg so. Ein Tag hörst du, dat er weer verteld wo ganz wette Schnee weer, wat de Ferien nachfall. Sie reden von de Kleinigkeiten, wo dag de Schnee is, en wo de eine Zahn blanket ganz wett, so als es keine Kleber kann. Du wunderst, wat sie meinen, wen für die, jaft dat nicht wird, nicht so als andere dat sein. Während du an ihre Wirt denkst, fällt die von deine Brille bei. Du hast dich so lang abgehört, dass du von der Vierte hast. Aber während du rutschst am kalten, frischen Morgens an, nimmst du dir die Brille auf, die du dein ganzes Leben abgehört hast. Dort wird der Schnee so da, dass die dort ein Öl speckt, so dass du mal Tränen zurückplinken. Das erste Mal in dein Leben erforscht du, wo reiner, dacher, witter Schnee sitzt. Du verwunderst dich, und du wunderst, wo diese Kleider die ganze Zeit heute könnt da sein, ohne dass du das jemals gesehen hast. Diese gekleidete Sonnenbrille und diese Geschichte ist deine Weltansicht über die Welt. Jede Person hat eine Weltansicht über die Welt. So ist ein Filter, durch den er oder sie alles im Leben sieht. Deine Weltansicht über die Welt klärt deine Ansicht über alles. Dat is een rij van ideeën wat du hast über das Leben und über die Welt, geformt von deinen persönlichen Überzeugungen. Viele von diesen Überzeugungen formen du, als du jung wirst. Und du weißt vielleicht nicht mal, dass die da sind. Einige worden wiedergegeben von Eltern, Lehrers und anderen Menschen, die Einfluss haben. Andere formen sich durch deine Erfahrungen. Der Wetterschnee und das Gleichnis stellt die Wahrheit von Gott sein Wort vor. Wir glauben vielmal, wie weiter die Wahrheit. Gerade so als du dachtest, du weißt, was wird wir, wenn du die Brille aufnimmst. Aber wenn unsere Ansicht über Wahrheit verklärt wird, von unseren tiefen Überzeugungen, sei wir das ganz arg. Entweder wir seien die Wahrheit recht, oder wir tun nicht. Arrecht abgevoerdene Wahrheit is ook arg. En heel je geest wel eens aan een ganze Wahrheit aanleiden. Wanneer du in dat geestlich van deze leven aankomen was, maatst du de Wahrheit weit. Du maatst deine Weltansicht fast op de Wahrheit von Gott sein Wort gründen. Wat sind wahre sprechende Weltansichten? Deine Weltansicht ist dein Grund für das Leben. Alles, was du denkst, en über dem auch das, kommt davon. Deine Weltansicht bestimmt, ob du fähig bist oder nicht, die selbst zu beherrschen. Die bestimmt, ob du mildjährig bist oder nicht. Deine Einstellung morgens, wenn du aufstehst, wo du deine Familie behandelst, und so mehr alles über, wo du in der Welt lebst. Deine Weltansicht ist das Frame, für wo du dein Leben lebst. Nicht alle Weltansichten sind überein, und einige Wahrer sprechen sich. Unsere Welt von heute Tag sagt ein Wert ab, Vertrauen. Aber da werden Zeiten sein, wenn deine Weltansicht wird stark jenseits im Sinne gehen. Paulus sagt in Kolosser 2,8, seid ihr noch, dass ihr nicht verleiden lasst durch höhere Redensworte, wo nicht dahin ist, die bloß von Menschen stammen oder von der ersten Welt, die aber nicht von Christus kommen. In andere Wort, lass keinem deine biblische Weltansicht ändern. Das ist gut, allem Vertrauen zu tun, wenn das meint, dass du nimmst allem an, und tut, was sie glauben. Aber wenn du glaubst, allem Vertrauen zu tun meint, dass du mit einer echten Weltansicht mitstimmen, dann du nicht allem Vertrauen. Du kannst Menschen leben und annehmen, während du nicht mit ihrer Ansicht mitstimmst. Hat Vertrauen auf, wo deine Wahrheit herkommt. Und fing ein Weg,
respektvoll zu sein, wenn die auch nicht übereinstimmen. Wenn wir unser Leben nur Christus geben, dann fangen wir an, uns Sinn nicht zu machen. Römer 12, 1 und 2. En onder wird unsere Weltansicht fängt sich an zu verbessern. Und wird mehr so als Christus sehen. Das wird schein sein, wenn unsere Gesinnung Fuß ändert. Dann wird wieder die Welt Fuß von seiner Ansicht sein. Das schafft aber nicht so. Mit der Zeit und mit Eintracht anstrengen, lehren wir mehr und mehr kennen von Gott seine Wege, von Denken und nehmen daran. Wir kriegen eine neue Vision. Eine neue Uitzicht über die Welt. Wir sehen Dinge anders. Das ist so, wenn wir zum ersten Mal eine Brille kriegen vom Doktor, nur Jahre von der Welt sieht bei euch ansehen. Wir sahen ab und hastig wird alles klar. Wenn wir anfangen, die Welt so zu sein, als Christus tat, sehen wir die Wahrheit. Hast du jemals deine Weltansicht gesagt, zum Verstehen, was das ist? Und wo der herkommt. Die Bibel stellt uns eine sehr klare Weltansicht vor, die wir sollen antragen. Das ist eine geistlich-vandalische Ansicht. Was ist zu schätzen? Was ist Wahrheit? Wer entscheidet, was reich und artig ist? Ist das, was die Mehrheit denkt? Über Regierung? Über Kirche und Tradition? Und wo geht diese Welt hin? Sind Menschen an sich selbst gut? Was ist der Zweck von dein Leben? Die Antwort zu so einer Frau ist das, wiese, was deine Weltansicht ist. Hast du jemals deine Weltansicht gesagt, zum Verstehen, was die ist und wo die Macht herkommen? Weil wir Geld als ein Beispiel nehmen, über wo unsere Weltansicht vertwiebelt werden kann. Viele Bibelverse reden von Reichtum. Gott hat uns befohlen, über die Erde zu regieren, 1. Mose 1, 28. Er hat uns gesagt, dass wir sind Buben und nicht Jünger. Wir sind der Kopf und nicht der Zoll, dass wir worden auf viele Felder liegen und er wird uns sehen. 5. Mose 28, 11, 13. Schön zu sein, dass viele Menschen haben diese Stelle eine gekleurde Brille ab. Einige glauben, dass Geld ist schlecht und dass die, was Geld haben, nicht geistlich sind. Andere haben nicht ein Problem mit Reichtum, aber sie fühlen sich schuldig, wenn sie irgendwas Wertvolles haben. Weil wir ein Ding klarholen. Geld ist ein schlechter Boss. Paulus helpt uns denken und sagt, der Leben für Geld ist eine Wörtel, wo es allerhand bei sich kommt. 1. Timotheus 6, 10. Wie möchte Gott dir sehen, nicht Geld. Matthäus 6, 33. Also, warum haben wir so ein Trouble mit Geld? Warum können wir nicht bloß ein Ziel auf Gott setzen und von Geld für jeden? Finanzielle Trouble sind die Nummer 2 Ursache für Eisscheidung und die Nummer 1 Ursache für ein Druckleben. Wenn wir das nicht gleich Tote stehen, aber alles in unser Leben wird von Geld beeinflusst. Jesus wusste das. Und das könnte die Ursache sein, wo wir 20% von seiner Lehre mit Geld und Finanzen zu tun haben. Wenn er glaubt, dass Geld wichtig genug wird, um 1/5 von seiner Zeit für diese Lehre zu brauchen, dann soll wir aufmerksam sein über dort. Für die ersten 100 Jahre von der Kirchengeschichte ging die nicht abzuholen. Die wurde verfolgt, aber die war danach gewaltig. Aber nur ungefähr 300 Jahre sah die Regierung das Christentum an, als die erste Religion in Rom. Leider als die Kirche fährt, will die Welt nu kontrollieren. Eine Folge davon wäre, dass Christen wird gelehrt, dass arm sein wie jettlich. In wen sie die eines glaubten, verspielte sie besondere Gelegenheiten. Vandaag haben wir noch immer Trouble mit dieser falschen Überzeugung. Und das begrenzt uns Einfluss noch immer. Zu guter Letzt, wo können wir die Arme feiden und kleiden, wenn wir selbst arm sind? Um die Wahrheit klar sein und eine wirkliche biblische Ansicht zu kriegen, dann muss wir willig sein, unsere geklärte Brille aufzunehmen. Gott sein Wort wird die Stelle in unser Leben offenbar, was mit falschen Überzeugungen bedanzt sind. Wenn wir die Bibel studieren, kriegen wir
een aha-moment, wo uns wat klar wordt. Wanneer de kleer waargenomen wordt en de waarheid klar wordt. Wanneer dit passiert, meint nicht, dat wir eine neue Wahrheit gefangen haben. Wahrheit ist ewig. Wir seien das bloß zum ersten Mal. Wir in unsere Überzeugungen leiten uns das nicht euer sein. Und wenn wir anfangen zu verstehen, was Gott denkt, fängt unsere ganze Welt an zu ändern. Ich habe wahre zijn bij openbaringen van waarheid mensen ihre levens beïnvloeden en ik weet van persoonlijke ervaring dat reine waarheid de kracht heeft alles te veranderen. Mij denkt van eenmaal, als mijn erkennis van God zijn waarheid grote ding en mij aanvangt te ändern. Een paar maanden verher, wie ik bij mijn arbeid als paramedico am ambulance aangevoerd, wat mij wat am diepsten schadde. Mijn partner en ik kwamen met de ambulance bij een accident. Wo eine Kar met een mama en 3 kinderen in een pool gekracht weer. Groots verder een knal had een van de kinderen, een kleine meal. Nou dacht alle wat mijn oudste dacht dan weer. Zat bald losgenomen. Zij weer kop voorop, gelijk durch het verste venster gevlogen en in den pool. Kleine Charper ligt opgedrekt am Grove. En wanneer ik en mijn partner ook alles deden wat we kunnen uiteraard, zo starb ze toch langzaam weg. Während de dag voorbij ging, bleef die herinnering van deze kleine meal bij mij. Ik stelde me haar in kleine sapjes en lange bruine haar aan mijn warafeer. Krijg zo'n sap was. Ik deed 's morgens verder accident en mijn dacht haar gevlacht te houden. Angst vond ik in mijn hart te wartelen. Angst dat ik maar eenmaal een van mijn dingen verliezen would. Ik vond me aan anders te benemen. Ik past zo zeer voor mijn dingen op, dat wordt zwaar met mij te leven. Ik vond aan iedere dag mijn vrouw Sally uit te vrouw en vond sogar van de arbeid een vrouw. Weet je wie de dingen zijn? Wat doen ze? Ik wilde middel in de nacht op met mijn maag en knappes. Waar ik opstond en nu eind alle gecheckt had om zeker maken dat eind niet weer de bad uitgestolen had. Dit passiert van een gewisse tijd, waar ik endlich antwoord dat ik had opgeheerd met God vertrouwen. Als ik geschehen word dat ik angst had laten de overhand nemen, vang ik aan te studeren wat de Bijbel zegt, zum de waarheid ving. De waarheid weer niet dat ik voor mijn dingen de levens verrichten zal. De waarheid weer dat God had een plan voor iedereen van ihre levens en zijn plan zijn allemaal goed. Jeremia 29:11. De waarheid is dat zijn plans voor ons zijn zo groot dat ik me dat niet meer meer voorstellen kan, hoe wondervol die zijn. 1 Korinther 2:9-10 zegt, wat geen oog gezien heeft, en geen oor gehoord heeft, en woran geen mens gedacht heeft God recht gemaakt voor die arm goed zijn. Ons heeft God dat weiterlaten durch zijn Heiligen Geist. Als ik wieder God zijn waarheid in mijn hart aanplant, ging de angst, die ik ieder gedanke in mijn hart laten controleren, zo bizar weg, dag voor dag, bat ik ons weg weer. Datzelfde kan voor die de waarheid zijn. Während du wieder de waarheid uitvingst, God zijn waarheid en zijn woord, wirst du Jezus zijn woord op een ganz nieuwe weg ervaren. Dan wil je weten wat waarheid is. En de waarheid wordt je vrij maken. Johannes 8:32. Op ewigkeit gezielt. Wanneer du eine Welt an sich hast, wat nicht op God zijn woord gegründet ist, wirst du op beaardigde Sache gezielt sein. We zijn dit in Jezus zijn Erhöhung met Nicodemus in Johannes 3. Nicodemus wie een kluger man. Hij wie een Pharisäer, die de nacht naar Jezus kwam, zodat hem niet wird gesehen war, waarschijnlijk ween hij wil niet ha, dat mensen zullen weten, dat hij met deze nieuwe leraar van Nazareth spaziert had. Nicodemus had vele vrouwen voor Jezus, aber Jezus zei hem niet alleen zijn Meinungen te geven. Jezus neemt voetscontrole wat hij in Erhöhungen zegt. Ik zei die de waarheid. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Johannes 3:3. Der Rest zu verstehen, wo Nicodemus dort mit seiner Schweiß war, zu begreifen.
Kijk, wo Jezus Nicodemus niet mal de gelegenheid geeft de orechte vrouw te vragen. En door met een vertaal sterker te blijven met zijn orechte overtuigingen over de wereld. En daar staat, leidt Jezus hem naar de vragen die hij vragen zal. Dien verstand is zo gemaakt, dat jeder vraag beantwoordt wat aankomt. Dat is wat er van natuur is. En die vindt es goed en die maken de orechte vragen stellen. Zoals, zie ik werkelijk vrouw in mijn ogen? Dat is een orechte vraag. Want de doorgaan juist, was te aanmoedig worden. Wat is orig met mijn ogen? Waar orig? Vraag wat orig is met die ogen. De vindt hem naar Eva en stelt daar een vraag. Seht God werkelijk? 1. Mose 3, 1. Opmerksamkeit today eine kleine vraag verändert ganzes leven en ganze levens. De orechte weltansicht ha, leidt die de orechte vragen te stellen. Jezus leidt Nicodemus over de rechte vragen na te denken. Durch die gedanken maakt hij een nieuwe weg van denken aan hem op. Weet, de trouble met Nicodemus weer, dat hij had zo der kennis over God en zijn weg, aber als God ver hem stond, kan Nicodemus hem niet meer. Krijg zoals vele van jou, die de religieuze weltansichten aannemen, had hij de fähigkeit verloren God te speren en te kennen. Jezus schaft aan Nicodemus zijn hart, indem hij hem de gelijke waarheid geeft. Dit ging bij Nicodemus zijn orechte overtuigingen voorbij en gelijk in zijn geest aan. Dan geeft Jezus Nicodemus de grootste openbaring wat het jemals gegeven had. Hij zei, wer aber nicht glaubt, zal gerecht, wils hij niet aan de naam van God zijn einzigen Zoon glaubt. Johannes 3, 18. Met den Einsatz sloeg Jezus de idee door dat er een andere weg naar Himmel is. Jezus is de weg, de waarheid en dat leven. Johannes 14, 6. Wanneer du niet alleen het haast, dan geloven met ongläubige met te delen. Dat eens je denkt wat tussen de eeuwigheid im Himmel oder de eeuwigheid in de Halstad is, dat ze niet Jezus kennen. Wanneer du de wereld aan zich hast, wat God op zijn woord gegrond is, verandert dat din ziel. Du krijgt veel moed, dat geestelijke van het leven te leven. De grundzweig. Als ik ongeveer 18 jaar oud was, wie een van mijn medarbeiders meest bij hem ophielden met schaven ween hij al allerlei worden weer. Een dag val hij aan en een man de boot toe. Een ambulance wordt gevonden en als zij hem uit de office uitvierde naar de ambulance, kämpft hij om zijn leven. Hij wil allerlei worden. Krijgt als zij hem bij de klok voorbij vierde, wo de arbeider de tijden aanregistreerde, hield de eennemer van het geschaaf stil, neemt de man zijn tijdkaart dooruit, en während de ganze office toechikt, trok hij door de rechte klok. Dat leidt zo, hij heeft wenje om de man zijn leven dram, als dat hij hem niet uitbroken met het tool als hij zich verdiend had. We leven onze levens voor zo'n meinungsloze dingen. Vielmaal zaad wie meer wird op dingen wat tijdlich zijn, während we de geestliche wereld en het leven wat am Kuhm is, ganz enger looten. We haben nicht tijd voor God. Wenn onze Welt ons sich sagt, dat Arbeit, persönliche Ziels, Kunststärke oder irgendein von diesen anderen Dingen sind wichtig. Vielmal sehen wir onze levens durch ein geklärter Filter Leben als durch Christus seine Augen. Die Bibel sagt, wir sollen Jesus das erste noch gehen. Dann worden alle andere Sachen an sie gegeben worden. Matthäus 6:33. En daar steht, zie ik wie alle andere dingen eerst en geven Christus onze laatste steht. Oder verhebt keine steht. Zo'n Welt ons zich leidt nog grote weide. God wil ha, wie zullen kennen en tevreden het leven vol vrede ervoeren. Aber waarom? Is dat van ene je not? Om ons moedig maken? Jo, hij wil ha, dat we zullen gezien zijn en ons vrij voor in zijn, aber dat zijn zwak voor zijn schijnheid. Die wiederjeet ons einfach onze levens op de eerd beter maken. Indem dat we een biblische aanzicht aannemen. Tja, we zijn dat God zijn grundzweig voor ons en de zegeningen wat hij voor ons heeft, is andere mensen naar Christus te brengen.
Over de jaren heb ik duizenden zijden religieus materiaal gelezen. En ik heb niemals wat gevonden wat mij zo wijs en krachtig is als de Bijbel. Dit wondervolle boek wordt over 1600 jaar opgesteld van Moses tot Johannes. Onder de Heilige Geest zijn invloed. Er is geen beter handboek om een heim, een eigen, een familie of een land op te bouwen. Wanneer du die entscheidt, nur die waarheid nu te leven, die op de zijde in de Bijbel geschreven staat, wordt dien leven nicht alle begrenzt oder weniger einflussreich sein. Dat wordt wunderschön sein. Eine geistlich von der irdischen Welt Ansicht ist eine biblische Welt Ansicht. Wenn du diese geistlich von der irdischen Ansicht von der Welt hast, dann dreht deine Wichtigkeit sich ein Aufwärtsweg. Wenn du die Welt auf diesem Weg kannst, auf Gott sein Weg, dort macht die fähig, durch schwere Tiden stark zu bleiben. Das Leben wird nicht immer wunderschön sein. So, die fehlt geduldige Hartlichkeit. Diese Hartlichkeit bist du durch erkennen, dass wenn du nicht mutlos warst, wirst du ein Lohn für den Glauben sein. Galater 6, 9-10. Jesus bietet Kirche, und er bietet auch die. Wenn du deine Weltansicht mit Gott seine ablehnst, wirst du seine Lebens verändern. Seine Kraft ist auf die, zum Jesus seine Kirche bauen, und viele Menschen seien zu des wundervoller Jesus zu kommen, dem wie deine.